Alarm im Rettungszentrum Furth im Wald. Die Feuerwehr rückt aus. Heute steht eine ganz besondere Übung bevor. Alles so realistisch wie möglich. In der Innenstadt brennt's im Keller des ehemaligen Amtsgerichts. Der 18-jährige Jakob Wolf hatte noch nie einen richtigen Einsatz. Aber sein Atemschutzgerät auf Dichtigkeit zu überprüfen, das hat er schon gelernt. Die Einwohner wirken etwas ratlos, denn das Gebäude steht leer und Rauch ist auch keiner zu sehen. Trotzdem, Ausbilder Thomas Linzmeier fragt nach den Rettungshauben. 2 brauchen wir, eigentlich 3. Drinnen haben seine Kollegen die Suche nach möglichen Brandopfern mit Nebelmaschinen erschwert. Ihr findet jetzt eine Person. Die Person wird dann sofort mit Restbehut versorgt, aus dem Gefahrenbereich gebracht und gleichzeitig natürlich auch ein Rettungstrupp angefordert. Hier im neuen Rettungszentrum der Feuerwehr hat sich Jakob Wolf auf so einen Einsatz vorbereitet. Beim Lehrgang für Atemschutz. Heute soll er zusammen mit seinem Kollegen Bastian Bauer die besonders harte Übungsstrecke absolvieren. Also es gehört zum Atemschutzgeräteträger, dass man das jährlich macht. Wir haben es jetzt in unserem Lehrgang einmal gemacht und jetzt dann nochmal. Auch wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, man kennt zwar irgendwann mal vielleicht den Verlauf der Strecke, aber anstrengend sollte es immer sein, dafür sollte man es einmal im Jahr machen, dass man trotzdem noch gefordert wird. Weil die größte Gefahr für einen Atemschutzgeräteträger ist jetzt nicht nur die Flamme oder dass ihm irgendwas aufstützt, sondern dass die Maske undicht ist. Darum prüft er auch die Maske, ob sie dicht sitzt, weil dann kann Luft austreten. Oder die zweitgrößte Gefahr ist es, dass die Luft halt zur Neige geht und er mittendrin im Brandraum ist, wo ja giftige Gase vorhanden sind, keine saubere Luft mehr hat und dann auf Deutsch gesagt erstickt. Übungsstreckenaufgabe Nummer 1. Die Endlosleiter. Genauso wie auf der Feuerwehrleiter beim echten Einsatz. 30 Meter nach oben steigen. Mit 15 Kilogramm Atemschutzgerät auf dem Rücken. Ruhig schnaufen, tief einatmen. Anstrengend. Für die nächste Aufgabe muss einer anführen. So. Wer ist der Führerin? Alles klar, wer ist die Führung? Das Käfiglabyrinth. Jakob und Bastian müssen sich durch enge Gänge und Klappen zwängen. Platzangst darf man hier nicht haben. Und auch nicht trödeln. Also ein bisschen Gas geben darf halt schon. Blinkt schneller. Denn der Luftdruck in der Flasche soll bis zum Ende reichen. Sonst ertönt ein warnender Pfeifton. Ego-Trips sind nicht erwünscht. Also es ist nicht ideal, wenn der erste Mann zu schnell nach vorne geht und lässt seinen zweiten Mann im Stich. Das geht gar nicht. Man muss halt sich gegenseitig helfen. Passt schon. Die Übungsstrecke ist also nicht nur eine körperliche Belastung, sondern auch eine psychische Belastung. Das sieht man jetzt an den langen Rohr zum Beispiel. Das schafft kein Mann, dass er da alleine durchkommt. Also er ist immer an seinem Partner angewiesen. In diesem Fall muss also der Partner von hinten schieben. Und wenn er der zweite Mann vorne ist, muss der also dann ziehen. Jakob und Bastian werden von diesen beiden überwacht. Sogar mit Wärmebildkamera. Im Moment läuft's gut. Viel zu gut, findet Kollege Tobias Engel. Wir können auch böse sein, wenn es von Anfang an nicht brav war. Dann gibt es viel Nebel, damit sie sich dann nicht mehr auskennen drin. Dazu chaotische Geräusche, wie beim richtigen Einsatz. Und vor allem Licht aus. Jetzt heißt es im Dunkeln irgendwo die Mündung der Röhre zu finden. Dabei nie den Kameraden verlieren. Ja, die beiden haben es gut gemacht. Sie haben also viel aus unserem Lehrgang mitgenommen. Sie wissen, auf was es ankommt, auf das Zusammenbleiben, auf das gegenseitige Helfen. Sie haben einen ruhigen Kopf bewahrt. Sie haben ihre Gelernte umgesetzt und ja, da kann man auf jeden Fall aufbauen an die beiden.
Am Ende noch bis zur Erschöpfung aufs Laufband. Ausbilder Linzmeier will sie an ihre Grenzen bringen. Knapp 300 Meter. Werden sie mit der Luft auskommen oder wird das Gerät zu pfeifen beginnen? 100 Meter noch, dann habt ihr es geschafft, Mann. In der Luft durchgeht, wenn es am 2 Meter gut geht. Alles gut, alles gut. Gut, alles klar. Also Gegenseite ab. Ja, Luft wäre schon noch genügend, aber es ist schon auch ziemlich warm unter dem ganzen Zeugs. Trink erstmal was. Die beiden haben noch reichlich Luft drin gehabt. Also viele schaffen es nicht einmal so weit. Bei den meisten beginnt das Gerät schon so ungefähr bei 50 Bar. Wenn es gerade von der Übungsstrecke rauskommen zu piepsen, da kennt man auch das junge Alter. Die haben das auch geschafft, ohne dass das Gerät zu piepsen beginnt. Also es war schon eine gute Leistung. Aber man sieht, es ist fordernd. Und die Einsatzkleidung ist natürlich auch warm. Ich definiere es immer so, man muss sich das vorstellen, man zieht sich seine Winterklamotten an, geht in die Sauna und macht da drin Holz. Das ist dann vergleichbar mit dem Atemschutzgehen im Einsatz. Zurück zur realistischen Übung am Amtsgericht. Laut Ergebnis der Übungsstrecke ist Jakob körperlich fit und er beherrscht seine Ausrüstung. Schmerz für dich? 300. Aber die hautnahe Einsatzübung ist schon etwas anderes als eine Übungsstrecke. Achtung, Treppe! Ein Bewusstloser soll aus dem völlig verrauchten Keller geborgen werden. Schickt uns Rettungstrupp. Person gefunden im Keller. Okay, drüber. Die Schlüsselpapiere. Rettungshaube überziehen und mit der Atemluftflasche verbinden. Jetzt muss der Bewusstlose dem Rettungstrupp übergeben und auf eine Transportliege gelegt werden. Nimmt's halt einfach, pack's ihn einfach, legt's ihn auf. Höchste Zeit, nach draußen zu kommen. Bei einem pfeift schon die Atemluftflasche. Und wie geht's? Ja, passt schon. Auferstehung des Bewusstlosen. Er schaut nach Jakob, seinem Retter. Wir haben unser Einsatzziel erfüllt. Die Person ist gerettet. Was ist anders? Einfach die ganze Atmosphäre, die Treppen, Kurven, man weiß nicht, wo es hingeht, wie es hingeht. Aber wir haben es geschafft. Jetzt ist Jakob gewappnet für seinen ersten echten Feuerwehreinsatz.